Let's go. Ah. Ich höre nicht mehr auf, bis wir fertig sind. So, beitreten. Ja, Scheiße, ist das laut. oh Gott, Entschuldigung. Ich kann gar nicht. Ich sehe euch doch, da ist er. Doch, so leicht. Na, guck mal, da kommt er schon. Aber ich habe keine Widerstände, gell? Mit dem Ding. Doch, 18 Feuerwiderstand, 10 Elektro, 7 Säure und 23 Gewicht nur. 4 Blutung. Und meine Rüstung liegt bei unglaublichen 66 Punkten. Nicht schlecht. Ich würde sagen, ausbaufähig. Ja. Ah. Touchy, touchy. Ah. Oh. Die Autosuche der Beschwörung? Ah, guck, Meine Fresse. der Ron macht's auch wie ich. Trägt auch die Rüstung und hat den Linkshelm eigentlich drauf. Aber ich muss den Tank irgendwie leveln, merke ich auch. Ja. Da fange ich jetzt mal wieder meine üblichen Klamotten an. Nicht So, Petro. die Scheiße da. So. Naja, gehen wir nochmal gucken, ob der Boss wieder da ist. Aber ich denke mal nicht, der andere, wie gesagt, ist auch nicht respawned. Dann ist einer in die Ecke gelaufen gerade. Oh! Da sind sie doch wieder hier, die Viecher. Da sind wir mal wieder da. Jo, alle tot. Ja gut, ich habe den Sternschuss auch auf Maximum. Mehr wie 10 geht hier aktuell nicht. Ich glaube, erst im nächsten Spielverlauf kannst du es höher leveln, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich bin schon bei der zweiten Kampagne, also von daher. Also du kannst die Bosswaffen nicht höher leveln als 10? Ja, ich glaube die Bosswaffe und die normalen Waffen einfach Ja, du wolltest halt einfach nur auf, oder? Kann man sich... außer dass man nicht erzielen kann. Hä? Also bei mir ist alles fein. Ich weiß nicht, was ihr habt. Meine Tasche ist voll. Engel! Kommt her! Wer von euch braucht ein Schild? So. Ich folge unauffällig und hallo, wer auch immer reingekommen ist. Hallo, es war unbeabsichtigt. Ich wollte extra nicht sagen, möchte nicht stören. Nee, wir Hm? sind ja dafür da, um zu labern. Wer ist denn da? Ah, Deadly. Servus. Hallo. So, dann einmal hier rum. Ah, ich wechsle schon mal wieder Fliehkräfte. Zack. Ich schleich mich mal Brennt unten durch. einmal, brennt zweimal. Ah, ist gut. Okay, das stimmt. Stehst da so in der Tür so, ich denk so, oh, ich steh mal genug. Ja, ich Ge- bin Deckung ein bisschen. Ah. Aber auf. Let's go. Lass sie kommen, wir haben ein Ende. Das ist nicht gelaufen. Auf der Line! Bolter, Reaper Bolters. Einfach mit Hand in Ordnung. Oder um es in den guten alten Worte auszusagen. Wow! Ja, we need more Dacker. Oder wie? Was habe ich jetzt für ein Ding? Das ist mein Geschütz, hast du aufgehoben. Oh, geht es da? Warte, so. Nee. Jetzt weg, oder? Gut, ja. Jetzt hab ich's wieder. Den Ah. Indie versuche ich seit 2 Tagen zu kriegen und ihr spielt ihn einfach mal so runter. Was? Den Ah. Indie versuche ich seit 2 Tagen hier zu erspielen. Warte, ich glaube, ich gerade zerlöchert.
Aber, für alle. Warum ist der Schild auch geil? Das kennt schon wieder, sorry. Einfach rollen. Meine Tasche ist voll. Ingenieur, ja gut, alleine finden ist beschissen, wenn du den Explorer nicht hast. Das habe ich auch gemerkt. Ich hab's versucht ohne den Explorer und bin nachher, hab extra den Explorer einfach nur auf 10 gespielt, ohne den scheiß Ingenieur zu finden. Inzwischen, Okay. aber der ist halt nur in dieser Ionen-Dingsbums. Ja, da habe ich mich reingequestet zweimal und Ich habe vor dem Spiel so richtig überhaupt keinen Plan. Ja, das ist so eine ganz bestimmte Steinformation. Deswegen brauchst du den Explorer eigentlich auch nicht dafür. Was ist ein Explorer? Das ist auch eine Kunde. Charakterklasse. Aha. Damit findest du Schätze halt einfacher. Das zeigt sich halt mit der Hamburg wieder auf Handel an, ne? Ja. So 40 Fuß um sich rum. Es ist kein Platz mehr. Ja, kein Plan von dem Game, du brauchst erstmal eine zweite Klasse. Ja, stimmt. Das steht erstmal außer Frage. Er braucht erstmal eine zweite Klasse. Da brauche ich glaube ich noch einen Erfahrungspunkt oder so. Ja, wenn du mit der auf Level 4 bist, Aber sowieso ganz schnell. dein Erfolg hat angegeben, dass du 10 Punkte hast. Also du kannst die Zweitklasse jetzt auswählen. Du kannst sie in der Stadt einfach bei dem Doktor dieses für 1500 Gnade kaufen. Ja, oder bei den anderen die Hundepfeife oder genau skippen. Dauert aber so 3 Minuten alles zu skippen. Dann sagt der Jo, mein Mund ist trocken, ich habe gerade keine Geschichten mehr für dich und gibt dir erstmal einen Ring. Der Ring an sich ist schon mal richtig gut mit Nachladetempo und Feuerrate. Richtig. Beim zweiten Mal, du musst dann die Kampagne weiterspielen, bis du aus dem zweiten Areal raus bist. Lauf Wenn du mal aus dem weiter. zweiten, dann kannst du wieder mit ihm nochmal reden und wieder alle Geschichten erzählen. Und wenn du das zweite Areal fertig hast, sagt er dir dann, ich habe keine Geschichten mehr für dich. Und gibt dir halt die Revolvertrommel sowie eine Halskette, die genau die gleichen Stats hat wie der Ring. Und daher halt in Kombination recht krass ist. Und mit dem ganzen Ding hast du als Anfangsklasse, kannst du dir quasi noch trotzdem wohl in der Markt Ich hab mal Schild gezogen, ne? Und kommt der Blick. dann störe ich euch nicht länger. Eine Freundin von mir installiert auch gerade das Spiel. Ich greife irgendwann vielleicht mal gerne auf das Angebot zu, in der Hoffnung, dass ich da nicht belästige. Nee, nix belästigen. Alles gut. Dann weiterhin noch viel Erfolg und ich freue mich wieder von euch zu hören. Macht's gut, danke, ciao. Servus. So. Nö, dafür sind wir ja da. Wir helfen gerne aus. So. Wir freuen uns, wenn wir Leute zum Spielen haben. Und deswegen habe ich das halt gemacht. Ne? Habe das ein wenig vorangetrieben. Ron ist immer noch oben. Ron will nicht durchs Loch durch. Scheinbar nicht. Was? Nee. Hallo, hier ist ein Loch in der Wand. Zurück, andere Richtung, umdrehen. Was, da ist auch noch. Pfeil ist. Da wo der Pfeil ist in der Wand. Da Hier wo ist ein Ding. Loch. Ah, Folge den Ausrufezeichen. Da ist mal werden wir mal alle geheilt. wie geht denn das? Ah, Ducken und runter. Genau. Jo. Ich hatte, das Lustige war, für den Knopfschneider, da musste ich ja auch ducken für. Ich habe ewig die Ducken-Taste, so wie ich gemerkt habe. ja, Ich bin faul und spiele auf Controller. Also. aha. Außentastatur. Okay, Boss ist nicht da. Yay! Aber trotzdem nochmal in den Raum reingucken, vielleicht ist noch irgendwas da. Ich habe nämlich nicht umgeguckt. Ich bin einfach Schon mal gestorben. nochmal. Umsehen ist ja nicht verkehrt. Naja, so in dem Ding ist nichts drin. Warte mal, hier geht's auch nochmal durch. Das war Oh, zum Glück bist du? kein Wir teilen uns wieder auf. Das ist not good. Hier, umdrehen. Hallo, hier. Nee, aber hier ist nichts, hier ist die Sackgasse. Gut. Ja. Gehen wir vor. Warst du hier hinten in den Raum auch? Nee, hier geht's weiter. So ist es. Also ihr seht hier auf der Minimap oben rechts. Ja, das ist das Problem. Wir sehen unser Rot, ist aber nicht dein Rot. Da ist ein Elite.
What? Das ist ja schon wieder so ein Musikmoment. Weg vom Laser. Und nicht vorrennen. Irre. Komm zurück. Der kann nicht one-shotten. Kann er nicht. Das ist einer von den Fetten. Der kann nicht. Klingt aber nicht, dass er die ganze Zeit gestunt ist. Oh, Säure. Vorsicht. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Weiß das zu Ich schätzen. beleb dich wieder. Und Alter, aber Lass schaff's raus. mal, wie er da reingeht, ne? Wird sie fast. Wird sie fast. Faul. so, hier geht's weiter. Ist ja schon fast ein bisschen dreist, ey. Hier geht's hoch wieder. Und hier ist nochmal eine Kammer, lol. Wie weit ist denn der Bereich? Warte, da ist was rot. Jo. Oh, noch einer. Bogenschütze! Ich liebe es, wenn sie bluten und brennen, dann macht diese Waffe so viel Damage, ey. Das Da hinten ist ja nochmal eine... Okay, da hinten muss ich mal reingehen. Wo kommst jetzt du her? Da? Alter, was ist denn hier passiert? Oh, da liegt ein Item. Das sieht nach einer Waffe. Das ist eine Waffe. Nee, wie kommt man da hin? Ganz locker. Hier hoch. Wo? Ah, lol, da geht's hoch. Habe ich nur erkannt, weil die Kante zum Klettern ist. Ah, okay. Ja, du hast die Ehre, das Ding aufzuheben, ne? Ui. Was ist das denn? Komm zu Mama. Das sieht nach Nahkampfwaffe aus. Ja, Mhm. Waffe Ach, das ist das Ding. Pflege! Ist das Ding aus dem ersten Teil? Also diese Schleuderwaffe? Warte mal. Ein raffiniert geschmiedeter Streifkolben mit artigen Luft. Ja, sie ist es! Kleinen Tragen erlaubt schnelle Schwingen. Okay. Guck mal. Ach du Scheiße. Ja, das Ding hast du doch früher auch. Medic hat das als erstes. Ich bleib bei meinem Raketenhammer, okay? Oh, also im ersten Teil gab es ja auch so Pflege, aber das war so ein, Den gibt's ja auch, der Medic hat den. Der sieht aus wie so ein Streifkolbe, weil der kann nicht ran. Dieses Ding, was oben Zahnräder hat. Das Ding kannst du auch so benutzen. Hm. aber ich glaube, das ist nochmal eine stärkere Version davon. Das kann gut So wie es sein, also aussieht. standardmäßig muss das Ding stärker sein. Ach, geil. Ich habe eine Pflege wieder. Ja, leider nur so wenig Waffen, die irgendwie einen Effekt haben. Mhm. Wie zum Beispiel der Speer von der Jägerin oder der Hammer, den ich habe. Oder eben auch das Schwert, was du hast mit dem Wirbelwind, ne? Mhm. Ja. Oh, guck mal, die Umwandlung. Bringt den aufgeladenen Nahkampfangriffe können nicht unterbrochen werden. Ja, die Umwandlung machst du ja rauf, oder? Und du erhältst 10% Schadensverringerung. Ja, nice. Ja, damit. Ach, die neue, die wir gekriegt Ja, haben. ja, oder was? die neue Mod. Wenn du hier aufgeladen bist, nimmst du weniger Schaden und es wird nicht abgebrochen. Ja, gut. Praktisch, ey. Die Mod, die ich drin habe, die generiert mir Primär- und Sekundärmunition beim Treffer im Nahkampf. Okay. Die werde ich rausnehmen. Die sorgt dafür, dass ich Munition bekomme. As fuck. Ron, genau. Oh, mein Geschütz steht noch. Ich muss das mal ausmachen. So. Ich weiß gar nicht, wie weit ist Ron eigentlich mit der Kampagne und Co. Noch nicht weit. Nicht, dass wir hier spoilern ohne Ende. Ach, hier war die Tür, wo ich nicht durchgekommen bin dann. Okay. Ja, genau, hier unten am Treppensaal. So, dann sind wir wieder draußen. Laut der Ach Wendeltreppe nee, ist da warte oben mal. immer noch rot. Ja, Also, ich wollte gerade da sagen, fehlt jetzt noch mal ein ganz auch mal. markantes. Ja, dann gehen wir mal noch so. Die sagen, Ja, es ist hier Dungeon, gell? Ja, Abenteuer, hier geht's ne? wieder. Ja, aber hier geht's auch nochmal. Jetzt sind wir oberhalb, glaube ich, von den Staaten, oder? Ja. Ah, Und hier liegt auch noch was. Ein Ring. Ring der Traumsaphirs. Ring des Traumsaphirs. oh, den hatte ich auch noch nicht. Mal gucken, was er kann. Geben wir gleich schauen. Treffer verringern die Fähigkeiten Abklingzeit um 3% alle 2 Sekunden. Wow, das ist aber ganz schön viel. Alle 2 Sekunden. Das ist tough. Und für deinen Fertigkeitenschaden? Das ist
für deine Fähigkeiten ist das ganz gut. Ja, hallo, der Medic hat doch sowieso keine Abklingzeit von den Fähigkeiten her. Stell dir mal vor, du klickst auf schneller ab. Da kannst du nur noch Schild treffen. Ja. Alleine, weil auch die kritischen Treffer von den scheiß Geschütz zählen. Stimmt. So, nochmal, dann kann man hier. Ja, das ist jetzt die Tür, wo ich nicht durchkam. Ja. So, und dann Und geht's da hier hinten rechts fehlt noch wieder was da oben. weiter. Genau, ja. Aber das ist ja nur die Fertigstellung von dem Nebenraum. Ron, Ja, was, Baby? kannst du? Ja, ich bin schon. Ich schlaf wieder. Andersrum. Nee, andersrum will ich nicht. Nee, andersrum bist du nicht. Aber andersrum willst du laufen. Ah, will ich ja nicht. So, und dann geht's hier einmal hoch. Ah, da war ich am Anfang, glaube ich. Wo wir jetzt da sind. Ja, hier sieht halt alles gleich aus. Es ist halt ein Abenteuer, ne? Also das heißt, das Ding wird ja prozedural irgendwie zusammengebaut. Prozedural einfach. Alter, du zerklopfst doch alles, was du findest, ne? Ja, er ist sozusagen der Künstler. Der Ja, Goldschüler. deswegen ärgere ich mich gerade, dass ich nicht einen Explorer drin habe, ey. Da ist 30%ige Chance, dass mehr Münzen droppen. Also mehr Altmetall. Aber ich krieg sowieso 50% mehr. So, die Kette, die ich gefunden habe, die ist das geilste überhaupt. Kugel des Plünderers heißt das. 50% mehr Scrap. Oh. Und Der von große- Elite-Gegnern und Co. eine große Chance, dass sie hochwertigere Materialien droppen können. Das ist wieder eine Bibliothek vor uns. Ja, und wir haben Geschütze, sie nicht. Ja, gut. Von der Kriegsführung her haben wir gewonnen. Wir haben Gewehre, sie haben nur Bögen und Speere. Da ist niemand. Doch, da ist da ist das Tor. Genau da müssen wir auch hin. Wegen deiner Quest hier mit den Assassinen. Ja. Mit dem König. Mit den Schwindlern. Das ist noch mal ein extra Ja, Gebiet. ja, immer. Toll. Die Nebendinger sind immer extra Gebietszonen, Nebenwege. Aha. Okay, naja dann, mal rein da. So, jetzt kommst du quasi in die gleiche Welt, in der wir jetzt sind, nur gespiegelt und Ah, beschränkt. ja. Wie der Bossfight. Da kannst du ja auch aus dem Genau. Ich habe in dem Ding, da ist irgendwo so ein Teil, wo man zwei Masken braucht. Eine goldene und eine dunkle. Ja, das ist hier. Ah, die goldene habe ich gekriegt, aber die. Die dunkle, die musst du in den Nebenräumen finden. Also musst du den Questpart folgen. Das ist aber auch ein Bossfight hier dann, oder? Wenn hier nur so ein kleiner Checkpoint ist. Kann sein, muss aber nicht zwangsläufig. Wie gesagt, ist ein Abenteuer, zufällig generiert, kann man nicht vorausgehen. Tribunal des Rates, jo. Ach, da geht's runter. Wie gesagt, da kann ein Boss lauern, das heißt nur noch lange nicht, dass er da lauern muss. Ja. Die Frage ist halt, ob du den Rat Oder- machen willst oder ob du dir die Krone holen willst vom König. Der Rat gibt dir ein Amulett oder ein Ring, glaube ich, und ja, die Krone ist halt ein Helm. Aber der Helm hat halt eine eigene Fähigkeit, ne? Ich weiß zwar nicht welche, aber die Krone tragen sie fast alle. Die scheint wohl an sich recht stark zu sein. Aber die ist halt mit einer etwas längeren Questline verbunden. Aber du kriegst auch noch ein Nahkampf-Item mit. Also du kommst mit 2 Items raus, das Okay. mit ein. Ja gut, ich wollte jetzt eigentlich lesen, aber... Das ist Teil des Rätsels. Achso. Okay, jetzt sind aber alle 3 Stühle leer. Ja, pass aber auf, wenn du vorne zu den Oh, Stühlen da gehst. ist ein, ja. Oh, ja, ich sehe ja, wir haben Okay, wir hält einiges aus. Und er traut sich auch mit dem. Klar, klar. Das wird man nicht gerne machen. Ja, habe ich auch eben gerade, aber ich habe erstmal die Schüsse gestellt. Das war nicht gut. War der Sound der Tüte? Keine Ahnung, wo mein Vieh hinschießt. Ah, da oben ist alles voller Engel. Ach, du Scheiße, Dreck. Okay, der Schütz, let's go. Kann man alle rausholen. Oh, Alter, die hauen aber übelst auf die Kacke. Feuer da. Es ist nur noch einer in den Raum drin. Und wer ist in den Raum drin? Natürlich. Wir rennen panisch raus. Er bleibt drin. Ich hab's
Ja, nach dem Motto, oh, ich hab ein Schwert, alles ist gut. So, das Rätsel ist hier vorne. Mal gucken, ob du es siehst. Ah, okay. Ich werde nicht spoilern. Muss werd's ich- dir nicht machen. Müssen die jetzt übereinander stimmen, die Symbole wahrscheinlich, oder? Guckst du an? Weil das ist rot, das ist lila. Grün und pink, grün lila und grün rot. Ich gebe dir einen Tipp, geh mal ran an die Symbole. Ja. Kannst du wahrscheinlich durchschalten, oder? Das hat wir. Beziehungsweise rausnehmen, ja. Genau. Und dann musst du sie halt an den richtigen Platz einordnen. Und du solltest diese Symbole merken, die drauf sind. Also Auge bei Rot. Aha. Je nachdem, wie du die Quest machen willst. Also es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob du den roten Prinz hier hast in den Abenteuer. Nee, Oder den doppelten. nee. Das ist wie gesagt die Nachtweberin. Ja, aber vor der Nachtweberin kommt der rote Prinz. Ach so. Also können wir den machen. Ja, hier, komm. Was hoch. Wenn du schon das Tor aufmachst. Das ist gut. Wenn du die Nachtweberin hast, kommt vor der Nachtweberin der rote Prinz. Und der rote Prinz ist halt das, wo du diese ellenlange Questreihe für den, wie heißt diese Klasse, machen musst. Ah ne, nicht für die Klasse, sondern fürs Ding. Und da oben sieht man schon ein Item leuchten. Mhm. Aber das ist nicht alles. Ach, da muss man wieder springen. Ich heb mal auf. Tiger des Attentäters. Ah, Ja, das Ding habe ich bei den ersten 3 Malen hier oben übersehen. What? Spring her. Und dann siehst du, was ihm im Nacken steckt. Von wegen, irgendjemand hat doch den König getötet. Oh. Und jetzt, wenn du dir das Ding anguckst, wirst du ganz schnell merken, warum ich meine, du sollst die Symbole im Kopf haben. Mhm. Der Strich mit dem Viereck. Genau, In der so. Mitte. Das ist eine Möglichkeit, das Ding jetzt zum Rat zu geben und dann enttarnen sie das Ratmitglied. Oh, Klar, oh. du hast niemand weiß. Ja. Ja, die fallen sich nicht drauf. Meter. Keule. 1. Da kommen noch ein paar mehr. Ja. Oh. Ja, irgendwie. Oh, das ist ein bisschen deppert. Ja, die geben dir halt ordentlich. Du musst auch mal gucken, es ist Level 21. Was wir hier gerade machen. Ich habe ständig kaum Munition, weil das ist mein Problem. Ich brauche unbedingt eine andere Waffe. Ich weiß nicht, du hast doch die Schrotflinte, ne? Aha. Ja, wollen wir ihn nachher ein bisschen durch seine Kampagne durchhelfen? Jo, können wir machen. Wir machen das Abenteuer und dann machen wir seine Kampagne, würde ich sagen. Und dann kommt er voran. Jo. Und dann hast du auch ganz schnell eine neue Waffe. Aha. Und zwar auch eine, die was taugt. Warte mal, da muss ich noch mal kurz in den Symbol gucken, welcher das war. Das siehst du auch in der Anderswelt. Also in der Ach, richtigen hier. Welt. Der Aber linke. es ist eben halt, wie Beziehungsweise du, der rechte. ist eben halt, wir könnten jetzt auch zu der, nicht zur Ratskammer, sondern zu dieser Handwerkerin gehen, dieser Göttin. Und die kann dir den Dolch wiederherstellen. Und dann hast du den als Nahkampfwaffe. Und damit kannst du den Red King töten und dann kriegst du seine Krone. Also dafür kriegst du 2 Items quasi, eine gute Nahkampfwaffe und das hier. Krone, wenn du es richtig machst, wenn du ihn im Nahkampf hinrichtest, also der letzte Schlag muss Nahkampf sein. Okay. Die meisten machen es einfach nur im Nahkampf, die rennen hin und prügeln auf den ein bis zum geht nicht mehr, weil das funktioniert. Okay. Oder du gibst das Ding ab und kriegst einen Ring. Meine ich, oder eine Halskette. Eins von beiden. Aber so kriegst du halt eine Nahkampfwaffe und ein Rüstungsteil raus. Ah, die Kugel ist cool. Was ist denn das für ein Ding? Da habe ich jetzt gerade entdeckt. Ich hab das. Komisch. Da kannst du jetzt drauf schießen, dann löst die so eine Schocknova aus. Cool. Die ist das diese Elektrokugel oder ja, was? Den Boss hatte ich auch, diesen Galle Gelatine-Boss da. Mhm. Ah, Diesen ja. Quallenboss. Ja, alles klar. Der in den Kanalisationen da rumgurkt. Stimmt, die Richtig? wollte ich eigentlich mal hier drauf packen. Auf mein Impulsgewehr, weil ich ja Nicht reingekommen. Das stimmt.
Schockschaden habe. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie mega lange mit Feuer gespielt, also mit der Was normalen bringt Feuer. der Assassinenring eigentlich? Reichweite der Gegnerwahrnehmung. Ah, Du okay. kannst halt ein bisschen durch die Gegend stealthen. Okay. Gut, gut. Jetzt kommen wir wieder raus. Oder können wir da weiter? Nee. Nö, die Tür ist zu, Zu, aber ne? eigentlich müsste man da irgendwie hinkommen können. Weil sonst würde er das nicht anzeigen. Gibt's doch wieder so Geheimwege. Ja, höchstwahrscheinlich irgendwo. Macht alle Gemälde kaputt, die irgendwie an der Wand liegen. Ja. Das sind wieder Tunnels. Warte, wir müssen irgendwo durchspringen. Ganz abgefahrene Kleine hier, Alter. Ja, inzwischen, da ich ja so viel auf der Route gemacht habe, inzwischen kenne ich so langsam die Map-Anzeigen, wenn du siehst, okay, da ist ein Weg, irgendwo ist da ein Loch oder irgendwas zum Hochklettern. Ja, aber eine Route ist aber auch ein Ding für sich, komm, ganz ehrlich. Ja, Irgendwie mein Geschütz steht ja noch. So, gut. Soll es jetzt da irgendwo rausgehen, oder was? Viel schlimmer ist es ja in einer anderen Welt hier, in dieser Wascher Oder ist oder es hier wie bei Wäscher. Dark Souls? Ist dies ein Scheiß da? Dumm rumgelaber, ich hab Schnauzen voll vom ganzen umeinander schleichen da. Dann geht die scheiß Tür nicht auf da. Ich sag ja, in Warschau ist deutlich schlimmer, wo du irgendwelche unsichtbaren Wände hast, ey, die du irgendwie durchlaufen kannst und so ein Scheiß. Ah, ja. Ja, ist das so ätzend. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück, weil den Weg finden wir jetzt wahrscheinlich nicht mit wild drauf rumklöppeln. Nächster Checkpoint. Aber hier geht's auch nirgendwo weiter, gell? Nee. Nee, So, jetzt können wir wieder in die normale Welt zurück, quasi. nee, wirklich nicht. Ja, jetzt können wir in die normale Welt und jetzt kannst du dich entscheiden, ob du eben halt zu dieser Weberin gehst und die Waffe umbauen lässt. Mhm. Oder ob du gleich in die Ratskammer gehst und das Mitglied enttarnst, was ihn umgebracht hat. Was bringt es enttarnen? Mal Ja, wie so. gesagt, ein Ring oder eine Halskette oder sowas, glaube ich. Ach so, okay. Und ein Red Prince ist eben halt eine längere Questreihe, was das angeht, mit der Waffe umbauen, verstärken und Co. Aber ich glaube, du kannst die Waffe danach sogar auch noch immer den Rat übergeben, selbst wenn du den Roten König getötet hast. Okay. Ich weiß halt nicht mehr, wie ich zur Elfe komme. Äh, Also ich meine, ich war bei dir, ja, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Gebiet das war. ich kann dir das sagen, wenn ich. Ich kann nicht auf die Karte gucken, stimmt. Ron, komm auf. Ja, bitte? Wir warten am Checkpoint. Achso, ich hab gelesen. Der Oh Gebiet Gott. ist aber auch gekennzeichnet, das ist irgendwie Zuflucht oder sowas heißt das Ding. Mhm. Zuflucht. Stell dir vor, ich kann lesen. Wahnsinn. Ja, das kriegst du schon hin. Ah, So. aber noch nicht lang her. Oh, jetzt haust du aber nicht. Nee, okay, da können wir nicht reisen. Wir müssen wieder zurück zu den anderen Steinen. Obwohl, Was? nee, wir können das Gewölbe verlassen. Stopp, wir können das Gewölbe verlassen. Hocken wir uns einfach mal hin. Weil dann sind wir hier aus dem Dungeon raus. Ich kann mich ja wieder zum Eingang teleportieren zum Rad. Aber dann sind wir hier jetzt so gesehen durch. Erstmal. Ja, kommt drauf an, wenn du eben halt sagst, du frei, aber wir müssen jetzt unbedingt bis zur Weberin spielen. Wir können auch jetzt sagen, wir machen hier Du, mir ist völlig egal, was man da spielen. Ich krieg meine XP so und so. Hauptsache, ich komme ein bisschen rauf. Ja, rauf kommst du so oder so, aber es wäre besser, wenn du in der Kampagne vorankommst, damit du ordentlich Equipment bekommst. Darum Ja. geht's ja eher. Ah, so. Ja. Der wird das von da nicht mitnehmen praktisch, oder wie? Ja, doch, du nimmst Doch. unser Shit mit, aber es ist effektiver, dir in deiner Welt Effektives zu sammeln, weil wir haben das ja schon abgefarmt. Aha. Verstehst du? Weil so kommen wir auf ein gleiches Level. Genau, du kriegst ja alles quasi separat auch einmal. Geht ja, wenn du mal Charakterbild aufmachst, hast du ja über deiner Gesundheit und Co. dieses Power-Level stehen, weißt du? Aha. Und das kriegst du ja hoch, indem du Waffen hochsetzt auf 20 oder auf 10, Aha. je nachdem. Deswegen brauchst du ja gute Grundwaffen, die du irgendwann so hoch upgradest, dass sie irgendwann das Power-Level 20 haben, weil dieses Aha. 20 ergibt sich aus deinen 3 Waffen unten und aus den Klassen, Okay. die du hast. Ich habe jetzt Power Level 4. Aha. Ja, siehst du? Und wir spielen gerade auf Power Level 21.
Oh. Wie du es oben neben der Karte siehst. Du siehst ja oben verlassene Quartiere, Ah. 21. Und diese 21 steht fürs Power-Level derzeit. Drum. Also es passt. Also, Sind unterlevelt. Aber dafür schlägst du dich heftig gut. nee, Tja. aber wenn du jetzt quasi deine Welt, deine erste Welt abgeschlossen hast, also deinen Weltboss gemacht hast, Mhm. dann kannst du diese Welt ja im Abenteuermodus neu erstellen. Und die Neuerstellung orientiert sich, so wie ich das verstanden habe, auch an deinem Power-Level. Also auch Okay. an deinem Level. Deswegen ist das ja auch 21, weil ich halt ein Durchschnittslevel von 20 habe. Das ist jetzt halt ein bisschen höher dann. Es wäre besser, erstmal die Kampagne durchzuspielen, als Abenteuer zu machen. Also wäre es besser, wenn wir bei dir erstmal die Kampagne einfach durchkloppen. Mhm. Oder allgemein währenddessen schon ein paar Nebensachen machen, wie zum Beispiel was aufdecken oder Co. Weil du halt dadurch auch Rüstung und Waffen bekommst, die halt deutlich besser sind als das Startequipment. Zum Beispiel jetzt die Streichholzmenü gekriegt. Oh, ich liebe das Ding. Das war meine Standwaffe im ersten Teil. Ich weiß nicht, ich komme jetzt mit schwingenden Video nicht klar, das ist nicht meins. Ja, im ersten Teil war der aufgeladene Angriff auch cooler irgendwie, oder? Die ganzen Nebentore nicht gemacht, sehe ich gerade, ne? Hm? Du hast die ganzen Nebentore nicht gemacht, die Nebenwege hast du alle nicht gemacht, ne? Doch. Bei dir steht überall unerforscht dran. Ja, das sind die Leitern. Beziehungsweise ich habe noch ein Gebiet links vom Eingang. Wenn ich jetzt hier auf der Karte rausgucke, habe ich 2 Nebengebiete, die zwei Ja, Neben. ja, bei der die oberhalb der vergoldeten Kammer habe ich noch einen Pfad. Und da ist noch ein Buch des Wissens, weil das könnten wir für einen Ron noch aufheben, theoretisch. Ja, also das ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt? Machen wir weiter oder hauen wir Ron erstmal ein bisschen rum? Ja, mir ist egal, wo es lustig seid. Ich meine, wir müssen ja erstmal zum Stein. Mir bringt beides was, weil ich sammle hauptsächlich Metall, Scrap und Upgrade-Material, weil ich ja schon nicht bei mir ist eher die Sammellust geweckt als alles andere. Ich bin nicht so der Typ, der durchspielt. Ich sammle mich eher zu Tode. Weil die Ratten haben schon alle beide gemacht, ja. Also die Ratten. Gerade, weil er gerade an das Ding dran stand, habe ich so. Nee, die habe ich beide. Also ich habe ihn immer noch das gemacht. Ich habe auf den Zaun geschossen. Au! Steht die da oben auf den Lippen, Alter, und wirft mit einem Sickel hier gegen, ey. Wie Mother Russia hier, ey. Was ist denn los? Laufen wir richtig? Wir müssen in die Mitte zurück? Ja. Wir laufen zu Clockwork, glaube ich, ist das. Ja, Hast du das schon gemacht? Ja. Also ich hab's schon, wir könnten es aber machen, weil ich habe das mit jemand anderem geholt. Ja, das ist halt einer der Nebenwege, ne? Du musst ja das Gear finden. Ja, das Gear. Dungeon dafür hast du auch schon. Also die Uhrzeit merken und das Dungeon kenne ich auch, da war ich auch drin gewesen. Hier. Ja, genau. Das ist ja hier nebenan quasi. Meine ich zumindest. Ja, das ist das da. Wieso hast du denn die Uhr nicht eingestellt? Dann müsstest du das Clockwork-Teil ja haben. Ja, das habe ich mit einem anderen schon geholt. Aber ich kann es hier bei mir auch nochmal holen, so gesehen. Oh, okay. Also wenn der Ron das haben will, den Ring war das, glaube ich, oder? Was für ein Ring? Ach nee, das ist eine Mod, eine Time-Slow-Mod gibt es. Mhm. Also Zeit verlangsamen kannst du dann. Ja, ist immer gut. Ja, kannst
halt die Gegner anvisieren und machst so einen Traktorstrahl quasi auf sie und machst dann langsam. Ist eigentlich ganz cool. Ja, mal welches Dungeon waren das? Ich glaube... Eisen. Nee, große Halle Genau. nicht. Was, ne? Ratskammer Das war gerade... die Eisenviertel. oder so. Nee, der Limark-Bezirk. Da oben Der ist war noch was. hinter uns. Da ganz oben glitzert noch was. Zwei Sachen. Ja, das ist das. Das ist das, was wir für Das dafür Item, ja. brauchen wir den Teil von der Uhr. Aber wir müssen uns die Uhrzeit auch merken. Ich glaube 1711 ist das. Ja, 20? 20 nach, sowas? 20 nach 11? Oder 20 nach 10? Irgendwie sowas. Also Nee, der ich mein, Limark-Bezirk 17 nach ist... 11. 17 nach 11 müsste das sein, oder 17 nach 10. Jo. Aber ich weiß, das ist eine 17er Ron! Mhm. Keiner hast aber gesagt, dass du schon reinrennen sollst. Da fehlt noch ein Bauteil, was wir noch Ja, holen müssen noch was holen, bevor wir das machen können. Ich Ach meine, so. der kann hochrennen, dann geht der Fahrstuhl an. Na gut, dann rennen wir hoch. Na komm, den Aufzug können wir ja holen. Wie kommen wir jetzt darauf? Leiter an der Seite. Gut, wenn ich das Rätsel nicht kennen würde, ich wäre den Turm auch schon längst hochgeklettert, wahrscheinlich. Das stimmt, ja, definitiv. Das erste Mal bin ich da auch hochgerannt wie so ein Irrer. Die scheiß Taste für Treppe. Was für eine Taste? Ich musste einfach nur gegenrennen. Ja. Aha. Einfach nur dran stellen. Das Blöde ist nur, wenn einer drauf ist, dann blätterst du nicht sofort hinterher. Du wartest, bis du nicht drauf ist. Deswegen Ron öfter mal heilen hier. So. Ich glaube, Ron ist gerade runtergefallen. Er lebt aber noch. Ja. So, da ist noch ein mal Altmetall, wie es aussieht. Nicht runterfallen. Haben wir hier durch? Ja, gut, kannst bringt aber nichts, gell? Ja. nur mal das Geschütz rein. Ups. Meins war gar nicht draußen. Meins ist in den Holzstamm hier geglitscht. Oh Gott, was ist denn hier Jetzt los? ist aber eben weiter, hier sind Engel. Einer? 7 Ja, oder nee, 8? hier außen bei mir. So, ist weg. Der Da, wollte hinter nicht dir. vom Fenster stehen bleiben. Ja, ich seh's. Kiste. Hui. Einmal hier Crash springen, genau. Da ist noch einer aufgebrochen. Ja, du merkst, die stechen gerade von hinten auf mich ein, die Feigenschweine. Tot. Noch einer. Achtung. Geschütz steht. Ron, da musst du einmal über die Spalte springen auf den Stockwerk unter uns. Teil nochmal. So. Muss ja leveln. Ich weiß, das bringt für die Fertigkeit nichts, ne? Ich weiß. Nur killen. Killen bringt was, alles andere leider nicht. Man muss einfach nur töten. Wobei der Ring mit 10% mehr EP eigentlich ganz geil ist. Ja. Den hab ich. Aber der bringt halt so gut wie gar nichts. Oh, da ist nur ein Zettelchen zum Lesen. Okay. Oh Gott, so viele Leitern. Ja. Ich hasse Leitern. Das erinnert ans. Erinnert mich an die Arbeit. Hm. Liftmonteur. Aber das ist ja auch so ein. Ich finde es ja auch toll, dass hier immer so Easter Eggs versteckt sind. Das erinnert mich voll an Assassin's Creed Creator. Oh ja, hauptsächlich klettern. Oder an jedes Ubisoft-Game, wo man Türme erklimmen muss. Ja, nur dass wir hier nicht runterspringen sollten. Aber bei Assassinen geht es frisch hin oder zum Aufgegraben. Oh, da war noch ein Ring drin. Gewinnt jetzt Zeithüters. Oh, das hat man nicht. So, Fahrstuhl läuft. Jetzt haben wir den Aufzug. Das heißt, wir können Der Ring. Erhöht die Dauer aller Statuseffekte. Aha. Ja, das finde ich natürlich super. Brennt, ihr Schweine. Oh.
Frage ist natürlich, wie lange. Das ist, den Ring brauchst du dann wahrscheinlich auch für die MK22, da die Schnellfeuerpistole ist, die wirkt, weil da sollst du ja dann immer wieder die Mods aktivieren. Tschüss. Ich glaube, Ron kann wieder nach unten. Wir haben alles hier oben. Ich fahr gleich an ihn vorbei. Du bist schon längst vorbeigefahren. Er ist gleich hier oben. Ich schicke euch den wieder hoch. Ja. Ich kann doch rufen hier oben, oder? Bin mal so Ich hab frei. schon auf die Platte gedrückt. Ich habe jetzt auch den Hebel gezogen schon. Er kommt da wieder hoch. Hier unten liegt noch Scrap und Loot und hast du nicht gesehen? Ich geh mal. Ich höre ihn schon, wie er hochfährt. Ja, der hat halt richtig Tempo drauf. Muss ein Kone sein. Überall um das ganze Turm herum liegt überall Scrap und Kone. Von irgendwelchen runtergefallenen Engeln. So, Sind aber auch cool, die Viecher, Alter. so, jetzt haben wir den Aufzug hier aktiviert und hinter den Säcken kriegen wir das Item dann später, aber da müssen wir erst ein Zahnrad holen. So, also einmal in den Aufzug. Dann haben wir uns das Geklettere schon mal erspart in Zukunft. Aha. Aber in meiner Story bringt mir das gar nichts, weil ich trotzdem klettern muss. Ist bei dir das jetzt zwar der gleichen Charakter, weil das gleiche Bildern-Ding ist? Ein Doktor mit irgendwas. Wir haben die gleichen Subklassen gewählt, also die gleichen Ja. Archeklassen. Ja. Du kannst ja auch deine Archeklasse ändern. Ich kann ja auch, wenn ich... Na, ich hab noch nicht 5 eingeschalten, ich hab glaube ich nur einen Doktor. Ja, den kannst du ja reinnehmen in den zweiten Slot. Du hast ja oben rechts. Nein, ich hab keinen Slot. Na, hab ich nicht. Hast du noch nicht? Nö. Wie hoch ist denn deine Klasse derzeit? Ist es 10? 7. Ja, gut, dann liegt's daran. Du musst erstmal Stufe 10 werden mit denen. Und dann schaltest du den zweiten Slot frei und dann kannst du halt dieses Geteilte da oben machen von dem Symbol her. So, jetzt Mhm. habe ich 2 andere Symbole drin. Beziehungsweise ein anderes Symbol. Was hast du, Hunter? Jo. Muss ich auch noch leveln. Ach, und schon wieder mit Fertigkeitenpunkte verteilen. Das ist auch so bescheuert gemacht, dass das gespeichert bleibt. Ich kann sonst den Explorer reinnehmen. Ja, aber eher eine Klasse, die uns halt auch was bringt, also Boni bringt. Also als Hunter mache ich halt mehr Damage und ich glaube Munitionsdrop ist beim Ganzlinger, gell? Munitionsdrop ist beim Ganzlinger, ja. Ist für alle mehr Muni kriegen. Dann mach ich den Revolver, also Ganzlinger mal rein. Dann kriegen wir alle mehr Munition. Jetzt ist noch den Helfer. Ist halt wieder beleben, ne? Sonst habe ich noch den Jäger, den Ganzlinger, den Alchemist und den Ingenieur. Das sind die Klassen, die ich habe. Aber Alchemist ist halt so, ja, auch keiner. So, und jetzt? Ach so, jetzt weiß ich aber, warum ich die Mod drin hatte. Wir können gerne das Ding holen. Wo ist denn das? Scheiße, ich finde das Ding nicht mehr. Da. So. Wir können gerne den Ring da oben holen, beziehungsweise die Mod. Oh, wir haben eine Kiste übersehen. Weil das wäre jetzt quasi hinter uns der Lemark-Bezirk. Ja, Da das kriegen wir das Zahnrad her. Ja. Dann holen wir das Zahnrad schnell, machen noch die Uhr fertig und dann würde ich sagen... Jetzt hat sich die Uhrzeit geändert, oder? Nee. Nee. Sieht nur so aus, was jetzt beleuchtet ist da oben. Dann würde ich sagen, dass hier Ron hostet. Jo. Damit wir seine Kampagne vorankriegen. Die werden beide verbrannt. Wir werden auch beide verblutet nach dem ersten Treffer. Sie werden beide verbrannt.
mehr Muni fallen, geil. Ich schulde dir was. Ich schulde dir was. Ui, ist ein Dicker. Hier so ein Axtvieh. Aber, okay, das hat ihn nicht gejuckt, meine Explosion. Ich dachte, der tut ihm mehr weh. Ein Schwein, Alter, rennt da sieht man nicht rein. Er ist tot. Ja, meine kleinen Viecher sagen das auch. Das sind meine. So, Und hier sind wir durch. So. Einmal hoch, einmal da rein, einmal die Uhr einstellen und dann nur. Die kann ich über die Maut abfeuern, dann rennen die über den Boden und springen platzend in die Gegner rein. Hm. Und quasi Homing-Missile auf biologischen Sinne. alles klar. Also, die schreien auch dabei gerne mal. So cheat. Der war dark. So, dann holen wir mal schnell. So, jetzt haben wir aber noch, glaube ich, die. Ja. Hui. Aufpassen, wir wieder gerne für uns brennen von selbst übrigens. Na komm, keine Güte. Bei denen nicht, zumindest. Genau. Der macht, Alter. Toll. Oh, das war falsch. Was ist das? Rolleimer. Okay, jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war's jetzt aber, oder? Sollte es eigentlich schon gewesen sein. Jetzt nehme ich hier hoch, dann wieder da runter und dann können wir die Buschen einstellen. Er fällt natürlich einfach mal unten. Ich bin anständig und auf die Treppe. Ich bin nicht gefallen. Das war strategischer Rückzug nur runter. Ich überlasse dir mal eine Einstellung. Oh, so. Ah, jetzt darf ich. Also der kleine Zeiger mal etwa hier. 1711. Wie kann Also ich den 11, jetzt ändern? 17. Ja, ich habe Steuerkreuz unten. Unten steht das. Ach da. Ah, okay, dann muss ich den auf 17 stellen. 15. Und der war auf 10. Oder F11. 11. Mache ich mal öffnen. Hat da was bei euch? Auf 17, du bist auf 27. Oder nee, auf 23 oder? Warte mal. Aber verändern sich bei auch jetzt. Oder hast du Stunden- und Minutenzeiger vertauscht? Nee. Du bist nicht auf 17, du Den bist auf. Jetzt bist du auf 10. Ich glaube. Hä? Ja, das ist doch hier dann 15. Oh, wer braucht jetzt da Brünn, Alter? Aber ich bin der Meinung, der stand so. Wir machen da mal auf 11. Okay. Ja. Passiert aber nichts. Also der Kleine ist auf jeden Fall auf 11. Ups. Wechsel ich den jetzt nochmal. Ah, nee. Mach mal 11, 17. Also 17 Uhr und 11. Stundenzeiger mal auf 17. Ach, fuck. Ah. So. Haben wir 1, 2. Jetzt ist er auf 10. Auf 17. Ah, okay. Jetzt hat's gepasst. Ja, gut. Jetzt haben wir auch das Zahnrad. Stopp. Und wieder zurück. Einmal back to the tower. Warum rennen wir eigentlich? Wir können doch die Flask nehmen. Hier, Selbstmord? Na dann, die Selbstmord. Tür des Entkommens. Einmal im Inventar den Totenkopfschädel im Inventar trinken. Genau den. Einmal Suizid begehen. Andere finden alle wieder raus. Ja,
sag ich nur. Der hinter Aber wir uns. können Schnellreise machen, stimmt. Machen wir Schnellreise. Ist doch super tollig, oder nicht? Blumen. Nee, vergoldete Kammer will ich nicht. Ebertsturm. Also die vergoldete Kammer habe ich auch schon gefunden. Hm. Gut. Aber da oben ist, wie gesagt, noch ein Bereich, wo ich nicht war. Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt. Ihr labert zu viel, da bringe ich nicht einmal Worte zwischen. Das ist Wahnsinn. Das ist krass. So, einmal auf den Turm wieder hoch. Ja. Ihr könnt ja mit dem Aufzug fahren. Ich guck mal, ob ich an die Kiste rankomme. Die wir da übersehen haben, da oben. Denkst du Hm. es von oben runter nicht schneller? Das geht doch. Ich kletter gerne. Die Kisten, wo da draußen war, die habe ich schon geholt. Nee, da ist noch eine auf so einer Plattform. Oben. Weiter oben. Oh, die Engel sind wieder da. Nicht in meinem Leichtsinn. Ja, das war da oben noch. Zwei oder eine Etage? Siehst mal Hebelchen. Au! Bogenschütze! Mal rein in den Turm hier. Ein bisschen safe. Was jetzt? Wie komm ich Hebelchen ziehen. Mit Drehen oder was? hin? Ach, da müssen wir sich von oben irgendwo runterfallen lassen, um zu der Kiste zu kommen. Und dann müsste der da oben hier, der Ring sich gleich bewegen lassen. Ja, jetzt bist du runtergefallen. Mhm. Ja, das ist der Süden. Uhr ist das, genau nicht eine Uhr. Und aus Ja, der das ist kannst du eine- einen Mod machen für die Waffe. Mhm. Was kannst du machen mit dem Ding? Ein Mod für die Waffe. Nein! Ich bin runtergefallen. Sowas wie Brandmunition oder Kono eben halt mit Zeit. Verlangsamungseffekt des Gegners. Okay. Bin Ja, trink noch mal das Likör. Nochmal Likör. Nochmal Likör. Packst dir am besten auf die Schnellleiste. Also ich benutze das Ding wirklich alle 5 Minuten eigentlich mittlerweile schon. Ich brauch's nicht benutzen, ich verreck so auch oft nur. Sag's doch nicht so genau. Kam leider nicht an die Kiste ran, da musst du dich irgendwie von oben, von dem Fenster so runterfallen lassen. Ja, egal. Ich würde sagen, Don macht jetzt auf, oder was, ne? Wir joinen bei ihm rein. Ja, ich bin dann fertig, ja, ich bin dann wieder weg. Ist schon eine Stunde um. Ja. Und Ja, dann können wir auch hier bleiben. oh, hier bleiben. Hat sie erledigt. Dann würde ich aber trotzdem gerne nochmal oben die Ecke abchecken. Oberhalb des, also ist hier quasi links vom Turm, oberhalb des, wo die vergoldete Kammer Was ist. mit dem Nebenweg im Osten? Osten. Der Nebenweg im Osten und Nebenweg im Westen. Die habe ich alle schon. Die Ich weiß beiden. nicht, warum die bei dir nicht angezeigt sind, aber die habe Bei ich mir alle weiß, schon. deswegen frage ich nach. Also ich war jetzt überall gewesen. Laut Weil Karte. du hast halt noch einen Weg oben im Norden einmal. Da ist noch schwarz. Ja gut, das ist neben der vergoldeten Kammer, meinst du, oder? Ich mein schon. Ja, Ich seh- da will ich auch gerne nochmal hochgehen und dann mal nachgucken. Aber Ja, alles genau. andere habe ich gemacht. Schon. Aber ich meine, das geht da oben nicht weiter. Du hast eigentlich zwei, links und rechts ist noch nicht voll. Ja, er meint, er hat die schon abgeschlossen. Ne, da war es ja voll. Also bei mir ist das alles aufgedeckt. Das Einzige ist bei mir neben der vergoldeten Kammer. Oh ja, habe ich gerade wieder falsch. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, wo willst du Ich hin? muss da hoch. Hier einmal wieder zurück. Und einmal hier hoch, oder?
Ja? Ja. In Richtung Norden hoch. In die Richtung. Ich will noch auf der Minimap so einen Kompass oder sowas finden. Ja. Oder so einen Wegfinder, weißt du, so einen Punkt auf der Karte setzen kannst und der dir automatisch schnell den Weg dahin zeigt. Und dann kommt er. Schon mal weggeschossen. Au. Stand sich noch von uns geschossen ab. Oh, da ist wieder ein Meister, aber den kann ich jetzt nicht mal nicht an. Den will ich aber killen. Oh, oh, da ist ein Kicker dabei. Oh, ai. Nein, hör auf. Was bist du denn? Da ist wieder so ein Schwertkämpfer-Typ hinter mir. Achtung. Jacke vom Jahr für die Jacke. Da. Der ist es nicht gewohnt, im Nahkampf auf die Fresse zu kriegen, merkt man. Ich jetzt wieder wirklich eine Salbe nehmen, gell? Ja. Ja, oder du lässt ihn einfach bis zum nächsten Ding. Nee, mein Leben war ja super niedrig dadurch. Ich soll vorsichtiger spielen. Wie fest war? Ist hier die Ratte? Nee. Mal testen. So, mal Gegner irgendwo. Ich hab's schon wieder stöhnen hören. Wir werden überfallen! Hier, seid gleich. Oh. Sag ich doch. Aber ich glaube, das Buch. Ah, hier oben ist nix, ich bin schon in der Ecke. Nee, hier, Buch. Achso. Ah, dann war da nichts mehr. Gut. Jetzt weiß ich auch, warum ich da nicht hochgerannt bin. So, ein Sieg für gewonnen. Ein Erfahrungspunkt. Hat sich schon gelohnt. Ich bin schon beim Maximum bewegt. Ito, aber ich habe trotzdem immer permanent 3 über. Okay. Ja, weil ich die letzten 3 Punkte nicht irgendwo in Kondition oder so reinskill, das finde ich Schwachsinn. Ja. Hoffentlich schon. So, die goldene Kammer ist hier, also zum Bossbereich quasi, aber ich wollte nochmal zur Elfe dann vorher und halt die Waffe. Jo. Aber ich glaube, das können wir auch hier machen, weil das ja ein Steinprinz mit teleportieren. Da warst du aber schon drin in dem Ding. Ja, da geht halt der Hauptquestweg weiter, ne? Ja. Außerdem ist es der nächstgelegene Teleporter. Mhm. Das weiß man so auswendig, gut. Nee, Nee. hinter jedem Portal steht doch so ein Checkpoint-Stein. Ja. Hier über die Steine kannst du dich immer teleportieren. Aber mit dem Scheiß habe ich angefangen, oder? Ja, der am Anfang ist halt deutlich größer. Aber wie gesagt, über die Steine kannst du dich auch immer teleportieren. Das Verlassensquartier, nee, große Halle, nein. Ah, Zuflucht, Nemo ist glaub ich. Zuflucht. Genau. Da müssen wir hin. Und ich meine, die bietet es an, dass sie über ihren Handwerkskram diesen Dolch umbaut. Jupp, dann schauen wir mal. Also das Quest-Item zu der Waffe umformen. Ja, genau, also ihr zumindest zeigen. Ich höre mich da irgendwas zersplittern, Alter. Auf Erst zu was- Nemo. Erstmal zusammengezuckt eben. Ah, guck mal, der liegt und schläft. Dann schläft sie. Weil sie es kann. Aufwachen! Ist sie tot? Ah, nee.
Okay, alles klar. Anstupsen ist anders, aber okay. Das seltsame Wesen kehrt zurück. Du musst ihm... Ja, ich kann den Dolch. Lol, was ist das? Blutende Wunde, Blutungsschaden. Hm? Ja, ich meine, die Waffe an sich ist echt gut, die da rauskommt. Und Genau. dann kann. Ach, Moment. Oh. Fluch. Genau, könnte ich mir Schaden auch- erhöht um 25% gegen blutende Gegner. Und Jo. 25%, wenn auf. Angriffe von hinten, genau. Mhm. Okay. Und den müssten wir jetzt ausrüsten, den Dolch. Ja. Und dann müssen wir zu diesem roten König. Der ist bei der Dings am Anfang. Also da, wo wir gerade waren, bei der vergoldeten Kammer. Geht's da, wo es weitergeht, oder? Müsst ihr den ausrüsten oder was? Na. Nur den Dolch, ja, den wir gerade gekriegt haben. Dieses Ding, was diesen Effekt mit der Blutung drauf hat, weißt du? Das ist aber kein Dolch, das ist schon ein Schwert. Ja, für die Größe von ihr ist es ein Dolch. Ja gut, das stimmt. Und jetzt? Müssen wir damit einen bestimmten Gegner töten. Ich werde mal kurz... was ist Rennt es zum denn? Stein gerade zurück. Da. Ja, mach das. Ich pack kurz bei mir Ringe gleich um. Weil ich habe einen Ring, der im Nahkampf einfach 750 Bluten zufügt. Und einen, der mich heilt, wenn der Gegner blutet. Komischerweise habe ich voll das Nahkampfbild, aber ich gehe überhaupt nicht in den Nahkampf. Gut. Ist das Symbol auf dem Dolch immer noch drauf? Ich glaube schon. Nee, Nee, nicht mehr. jetzt ist das Symbol weg. Jetzt ist da so eine goldene Platte. Ja, drüber. dann musst du es halt normal durchspielen. Aber jetzt kriegst du halt zwei Sachen dafür anstatt eine, ne? Ja, ja. Also, ich finde, es ist so lohnenswerter. Und außerdem ist die Waffe an sich echt gut, weil sie halt einen guten Effekt hat, der bei jedem Treffer wirkt, ne? Mhm. Und Blutungsschaden ist nicht gerade ohne. Also, der dort zieht ganz schön übel. So, weil es gibt eine Waffenmod, die Blutungsschaden, dadurch machst du 20% mehr Damage. Mhm. Ich habe jetzt mal die vergoldete Kammer, oder? Wieder. Ja. Mhm. Und wenn es geht, so viel Nahkampf wie möglich. Am besten so wenig wie möglich auf den raufballern. Jo. Ja gut, wir wissen. Na gut, kommt der jetzt schon? Ich weiß es nicht, der kommt in so einer großen, goldenen, runden Kammer. Weil ich müsste mal gucken. Ich habe nämlich noch eine andere Mod gehabt. Aber Ja. wir können erstmal bis dahin rennen und dann schauen wir weiter. Dann rüsten wir uns dann erst aus. Ich habe eine passende Mod im Dolch drin jetzt. Benutzt die goldene Kammer. Da ist ein Aufzug auf jeden Fall und oh. Ich bin nicht hier weitergelaufen. Fähiger. Mal drauf. Kann sein, dass es noch ein bisschen dauert, bis ihr zu dem Boss kommt. Hier sind auf jeden Fall Engel. Oh. Also Faye. Ray, Delay. Die heißen irgendwie alle anders. Wo geht's lang? Rechts, links, oben, unten? Gut, der Dolch, alter Schwede. Gut aus.
Schaden machen. Aua. Aua. Nein, nun. Ich gehe noch mal kurz oben auf den Balkon gucken, ne? Ja, da könnte man froh sein. Muss mich gleich mal heilen, wenn mein Ding wieder auf Cooldown ist. Oder so. Danke. Nee, keine Kiste. Gut. Ja, einmal wieder runter. Hui! Abkürzung. So, hinter uns. Hui, 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 hui. Großer Ritter vor sich ne? Der hasst mich, Wo ist Alter. er hin? Nein! Wie gesagt, der hasst mich gerade. Du wurdest von hinten erstochen und wurde von allen Seiten erstochen. Also ich bin jetzt auf einmal alle her, sag mal. Ja. Sheet. Wo sind die denn alle auf einmal her? Wir haben doch alle Räume geklärt. Keine Ahnung, ich glaube, die waren oben auf der Balustrade noch als Statuen. Ja. Ach, das hasse ich auch so hier in dem Level. Du denkst an nichts Böses, auf einmal kommen sie wieder von allen Seiten. Ja. Jeder will ein Stück vom Kuchen und du bist der Kuchen. Abartig, die Dinger. Achtung, sie kommen! Hallöchen. Servus. Hier ist auch nochmal rum. Hier ist auch nochmal ein Dicker. Geschützt steht. Feuerwelle. Oh, kleine Insekten. Du hast mir die ganzen Insekten weggeballert. Ja, sorry. Engel von hinten. Au. So, jetzt nicht. Ja. Der hat mich. Ah, Priester von vorne. Ich halt mal raus. Warte. Sag mal, das Geschütz? Was ist denn das für ein Charakter? Engineer. Aha, okay. Der kann das droppen oder bei sich rumtragen. Verschiedene Flammen. Okay. Und hier ist die Flamme als aus. Oh, ist hier ein Rätselraum? Würde ich jetzt mal glatt behaupten, weil hier hinter der Tor geht's weiter. Man kann unten durchschauen. Ja. Also hier sind verschiedene farbige Flammen an der Seite. Aber ich weiß nicht, wie man das steuern kann, wenn man das mal machen kann. Über uns ist Engel, by the way. Ich hab's nicht gehört. Warte. Oh, stell mal. Schon erledigt, glaube ich. War nur die zwei. Von haut wieder ab. Gut. Ja, wieso? Kann ja auch sein, dass es der richtige Weg ist. Ah, du musst doch raufschießen. Ja, muss Dann? das jetzt weiß sein oder blau? Ich würde mal erstmal blau versuchen. Ach, Moment, die wechseln die Farbe nebendran. Das ist wieder so ein Rätsel. Du musst wieder alle auf eine Farbe kriegen. Aber wenn du eine anmachst, wechseln die anderen die Farbe. Ja, zählt es auch für die Moment? Ich will das testen. Ja, woher willst du Nein. wissen, welche Farbe haben muss? Also beide Seiten sind unabhängig voneinander, by the way. Wir wollen jetzt beide auf blau machen oder was? Ich will jetzt erstmal auf blau machen. Oh, Ja, dann ist geschafft auf meiner Seite. jupp. Und hier sind
Wie sind jetzt 2 ausgegangen? Ach, die wechseln automatisch wieder durch. So, dann ist die weiß. Ich hab von außen angefangen. Ah, okay, fertig. Tür ist auf. Nice. Und ist auch. Ich liebe diese ganzen Rätselpassagen, fassen an die Füße, ey. Das ist doch blau. Okay. Da ist ein Oh, da Priester. gibt's. Hier gibt's das hält mir aus, der wird davon. Ja. Oh, Engel! Fuck! Ja, jetzt geht's. Und zwar mehr als einer. Oh, da ist jemand dabei. Nein. Aus dieser LOL! Okay. Dein Feuer und das Geschütz haben mich gekillt. Nee, du bist in meinen Angriff reingelaufen. Oder was? Ich konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Ja, die sind als Tribut für den Red King, aber wir killen ihn ja und machen kein Tribut. Okay. Weil beim Tribut kriegst du nichts, der bringt dich einfach nur um, der Drecksack. Okay. Das ist so sein Geschenk für dich. Er Hier killt ist dich. noch eine Flamme und hier ist ein Ring. Ring des Warte mal. schwarzen Bauern. Warte mal, hier sind alle blau. Was ist, wenn wir alle weiß machen? Nimm mal auf. Mal gucken, was der kann. Sag mal, Ach, warte mal, wenn wir weiß machen, Was denn? geht die andere Tür auf. Weil ich hab hier aber keinen Techniker. Ich hab hier einen Doktor, Jäger. Ja, den musst du auch Ingenieur musst du freischalten. freispielen im Spiel. Echt jetzt? Ich weiß nicht, wenn du Vorbestellerbonus hast, solltest du. Ja, ganz länger gibt's auch noch, aber den kannst du auch freispielen. Wenn wir jetzt weiß machen, geht, glaube ich, die andere Tür auf. Lass mal gucken. Revolverheld habe ich noch. Ja, das ist der ganz länger ausgeschmerzt haben. Ja, Habe ich probiert. nur eins machen. Muss brutal gut sein im Treffen. Weil der macht nur Schaden auf was keine Rüstung. Wir können die Farben nicht mehr wechseln. Okay, fürs nächste Mal, ne? Jo. Was bringt der Ring? Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich weiß nicht, auf was willst du gehen? Dann musst du die Klasse auswählen. Also, was soll deine erste Klasse können? Das ist ja die Sache. Also ich habe ja schon eine Klasse gemacht. Mit dem Hund habe ich Ja, den Helfer. Der Helfer, ja. den Helfer. Ja, du kannst ja einen Charakter durchspielen und nachher kannst du ja die Klassen wechseln. Jo. Oder halt 2 Klassen auswählen. Du kriegst also quasi, du kannst nachher alle Klassen spielen. Und das jeweils 2 Stück gleichzeitig. Also wenn du die insgesamt 10 Fähigkeitspunkte hast, egal ob jetzt durch Levelaufstieg oder halt durch Wissensbücher, kannst du eine zweite Klasse auswählen. Aha. Ja, ich verabschiede mich, gell, Leute. Jo, hau rein.